Der ahnt es vielleicht schon, ich habe Kaffee parat gemacht und Papier. Jawohl, wir werden zusammen Kaffee färben. Schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Dan und ich würde sagen, wir legen jetzt gerade los. Ja, das mal hoffentlich mit Ton, gell? Nicht so wie bei meinem letzten Video, bei meinem Speli-Journal. Und genau das sollte Papier geben für mein Speli-Journal. So, ich habe hier noch ein bisschen Wasser in einem Sprühfläschchen. Ich mache das mal ein bisschen nass und ich möchte gerne nicht allzu eine saftige Sache machen, sondern vor allem einfach ein bisschen Flecken und vielleicht ein bisschen so Kaffeeringli, also Tastli-Ringli. Also, das reicht mir eigentlich schon. Jetzt muss ich schauen, ob ich das abstellen kann. Da gibt es nämlich auch noch einen schönen Ring dort. So, und ich mache das ehrlich gesagt heute komplett ohne System und ohne nichts. Ich tue einfach ein bisschen drauf rumplanschen und rumflotschen, wie es einfach gerade kommt. Ich möchte wirklich nur ein bisschen Sprenkel haben. Das Papier, das ich jetzt hier gerade parat mache, das ist, ehrlich gesagt, fast alles. Oder sogar ganz alles. Jetzt weiss ich es gerade nicht mehr. Aber ja, mal so ziemlich. Bis auf die paar ganz weißen Blätter. Sind das alles Papier aus Schulheften von meinen Kindern, die sie nicht fertig geschrieben haben. Immer wenn das Schuljahr fertig ist, kommen sie heim mit ganzen Haufen Material. Und sind wir doch ehrlich, wenn schaut man das noch einmal an. Ich fürchte eben wirklich nie. Ich bin letztens gerade mit meiner Schwester auf dem Estrich von meiner Mutter. Und sie hat gesagt, alles muss weg, alles muss weg. Nehmt das Zeug mit heim und es waren alte Schulsachen dort. Und ja, natürlich, klar, hat man es noch einmal schnell angeschaut, bevor man es nachher dann einfach fortgeschossen hat. Und ja, irgendwo durch ist aber wirklich nicht wahnsinnig viel Interessantes drin gewesen. Die schönsten Hefter oder was weiß ich, kann man ja schon behalten. Aber gerade so Schreibhefte und so oder irgendwelche Mathehefte, wo man einfach irgendwelche Aufgaben drin macht. Das habe ich jetzt also wirklich gedacht von meinen Kindern. Ich behalte das nicht auf. Und dann, weil eben viele von diesen Heften tatsächlich nur so halbpatzig gefüllt sind, eigentlich wirklich sehr schade für das Material, habe ich gefunden, hey, immer alle weißen Blätter, also unbeschriebene Blätter, rausnehmen und für Junk Journal benutzen. Oh. Ja. Genau. Oh. Ja, jetzt kriegen wir das ganze Teil auseinander. Was ist los? Ich habe gemeint, nur Technik verlässt mich im Stich. Aber jetzt ist es auch noch das Manuelle. Das dürfte doch nicht wahr sein. So. Aha, das ist jetzt so ein bisschen gebrochen, gell? Oh mein Gott. Oh. Nein, das geht gar nicht. Ich muss mir eine andere Lösung suchen. So, also da hätten wir doch noch das vom Stempelküssi. Mit dem, wo ich immer das Stempelküssi anfeuchtele. So, das hier ist nicht von meinen Kindern. Das war so ein Notenbüchlein, wo ich auch so leer von der Brocki mitgenommen habe.
So. Das ist ein bisschen riesig da. Ja, no. So, und das hier ist auch nicht von der Schule. Hey, habe ich denn jetzt solches eigentlich erzählt euch? Nein, das ist einfach so ein College-Block, heissen doch die, den ich den Kindern mal gekauft habe für zum Zeichnen. Wo sie auch nicht mehr brauchen und wo einfach noch so ein paar leere Seiten drin hatte. So, oh, jetzt verkügelt es. So. Was haben wir da noch Schönes? Nochmal so eins. Da noch ein paar Ringli machen. Das wäre jetzt gerade hübsch, wenn man es einfach so trocknen würde. Aber tschüss. Für das haben wir jetzt gerade keine Zeit. Kein Platz vor allem habe ich. Ich habe gerade meine Wäschhänke komplett voll. Wäsche, ausnahmsweise. Normalerweise. Also nein, eben nicht normalerweise. Ich schwätze heute Blech. Hey. Sonst tue ich auf meiner Wäschhänke eben auch das ganze Kaffeegefärbzeugs ausbreiten oder aufhängen zum Trocknen. Aber jetzt ist eben die voll Wäsche, darum geht das jetzt nicht. Und vielleicht schmeiße ich dann wieder einmal den Durex an. Dort kann ich ja mein Zeug auch so toll drauf trocknen. Das finde ich doch eine gute Idee. So, und jetzt machen wir so. Das Zeug, das saugt nicht so gut, he? So. Oh, das war eben wieder falsch. Dann werden wir den noch zuerst einsprayen und nachher dann drauf. Sieht auch ganz cool aus. So. So, da ein bisschen die Ränder, das finde ich auch immer schön. So. Ups. So, ich merke gerade, ich habe ein bisschen viel Kaffee parat gemacht. He? Ein bisschen viel Kaffee, eher für eine grössere Schmiererei. So. Voilà. Noch einmal so ein weißes. So. Hat jetzt viel genützt. So, vielleicht eher.
Ränder und nochmal das letzte Weiße drauf. Ich habe keine Ahnung, wie viel Papier das überhaupt ist. So. Und jetzt lasse ich das so ein bisschen noch durchsaften und ein bisschen durchdrücken. Und ich glaube, nachher dann schmeiße ich das mal in meinen Durex rein. So. Ja, ja. Mal ein bisschen warten. He? Ja, und weil der Durex halt so einen Mais macht, habe ich jetzt halt mal den Ton ausschalten. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, da irgendwie drüber reinzureden. Und dann machen wir jetzt das halt einfach so. Ich tue nach und nach immer die Körbchen befüllen mit einem Blatt Papier. Und dann wieder das nächste. Da tue ich jetzt gerade ein bisschen, ist es mir ein bisschen zu saftig gewesen. Ich tue alles ein bisschen abtrocknen, damit es auch ein bisschen schneller geht im Durex. Und dann kann man eigentlich immer von unten anfangen, befüllen. Bis nicht zu oberst ist, kann man eigentlich schon fast das erste wieder rausnehmen und wieder ein neues rein tun und sich so wieder gegen oben arbeiten. Genau, das ist eigentlich so ganz locker. Und eben, wenn das Papier nicht vollkommen durchnässt ist oder es nicht noch grosse Glunken drauf hat, dann geht das eigentlich recht schnell. Und da habe ich dann auch die Kamera ein bisschen verändert, damit man es noch ein bisschen besser sieht. Und ich bin auch schon fast fertig, ich habe schon einen riesigen Haufen, nur noch die letzten paar sind dran. So, jetzt werden wir mal schauen, was da alles dabei rausgekommen ist. Man könnte das jetzt natürlich auch ein bisschen glätten. Und ja, ich habe gesagt, ich wähle nur ein paar Spritzer. Das hat nachher dann am Schluss so ausgesehen, die paar Spritzer. Aber hey, das finde ich auch alles ganz toll. Und ich finde es gut, dass das noch so ein bisschen weiss ist. Ja, genau. Das ist doch super. Und auch, ich habe ja vorher erzählt, dass das meiste von dem Papier von so Schulheften von den Kindern ist, die sie am Ende des Schuljahres nicht gefüllt haben. Und anstatt die ganzen Papiere einfach fortzuschmeißen, habe ich einfach die Seite rausgenommen. Und ich finde, das passt extrem gut zum Spiele-Journal, oder? So ein bisschen Schule und Spiel und Kindheitserinnerungen und so weiter. Ich meine, ich weiss noch, wir haben auch solche Notenblätter gehabt, wo wir irgendwelche Noten haben müssen zeichnen. So. Ja, genau. Ich finde das super. Die sind schön rausgekommen. Und das Coole an denen finde ich jetzt auch gerade, dass sich die Flecken absolut nicht durchdrücken. Das hat auf jeder Seite ein eigenes Bild. Und was extrem witzig rausgekommen ist, finde ich, sind die College-Blöcke. Die haben das Ganze so eine Art wie Töpflet aufgesogen. Ganz lustig. Die haben natürlich durchdrückt, aber das ist ein wahnsinnig witziges Bild geworden. Ich finde es schon. Mir gefällt das. Und dass alles so ein bisschen unterschiedlich ist und so. Ja, genau. Einige von denen brauche ich dann sicher für die Signatur.
Und andere brauche ich dann sicher auch für zum irgendwas noch reinbasteln oder wie auch immer. Ich habe wirklich absolut noch keine Ahnung, wie das Spiel Journal soll weitergehen. Das Coole am Durex ist, man hört wirklich gerade, wenn es trocken ist, wenn es so richtig knistert, so eigentümlich. So, und da, wenn man es ein bisschen zu lang drinnen lässt und ein bisschen zu heiß, dann gibt es vom Durex auch da noch so eine recht lustige Struktur drauf. So, und hier auch wieder 2 komplett verschiedene Bilder, weil es einfach nicht durchgedrückt hat. Schön! Und die da, die sowieso schon so eine leicht Karamellfarbe hatten, mit dem ganz hellen Kaffee, finde ich auch wahnsinnig schön. Sieht doch super aus. So, das grosse finde ich auch cool. So, da auch in der Papierreckli vom Durex sind da drauf, macht mir nichts. Und das Kind, das hier gearbeitet hat, hat also gar nicht Sorge gehabt. So ein Papier. Die ganzen Tölken. Ja, wie das Kind Kaffee getrunken hat zum Hausaufgaben machen. Wahrscheinlich heutzutage nicht mehr wirklich. So, hey, das ist unsere Ausbeute und ich freue mich und ich bin schon mega gespannt, wie das nachher dann in meinem Journal wird aussehen. Und ich frage mich auch, warum dass ich immer noch die Händchen habe, weil ich habe doch gar keine dreckigen Finger mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!